Hallo. Ich will mit euch heute über Veränderung reden. Ja, Gesichtsbehaarung. Das klingt, als wärst du ein Mörder oder so. Ein Mörder? Oh, ist das hässlich. Howdy, boy. What you doing out here all by yourself? Things about to go down, ladies and gents. Sure as hell bright as shit out here. Sure as hell going to give me a kiss. She's refusing to give me love. I have all the evidence. Du bist verwandelt in einen anderen Mensch. Hola, hermanos. Mi nombre es Pablo Emilio Escobar Gaviria. Über die Art von oberflächlicher Veränderung will ich heute gar nicht reden. Heute geht es mir um richtige Veränderung. Ich sollte mich auf eine Ablenkung vertrauen. Lass mich in Ruhe. Das Falsche. Klar, wenn man zügelt, dann ist das auch eine grosse Veränderung für einen. Aber heute will ich über diese Veränderung hier reden. Und um die zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückspulen. Das ist die Geschichte von einer persönlichen Veränderung. Und wie ein Drohnenabsturz das Ganze ins Rollen gebracht hat. Das Ding an der Veränderung ist ja, dass sie ständig ein bisschen passiert, aber man merkt es nicht gross und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, hat man einen Moment, wo man zurückschaut und merkt, irgendwie habe ich mich verändert. Und präziser gesagt ist der Moment bei mir genau da gewesen. 0%. Jetzt sagt sie dann gerade runter. Bis am Schluss gibt es Sorry. Es ist ja immer weiter. Meine Drohne ist direkt nach dem Start abgeglitscht und ist einfach ununterbrochen gestiegen. Und naja, wie alle Sachen, die mit begrenztem Energievorrat in den Himmel steigen, sie kommen in der Regel wieder runter. Seht ihr meine Drohne? Ja, der Dario hat meine Drecksarbeit erledigen, aber wir haben sie gefunden. Das Ding ist, dass Sven von früher hätte sich deswegen den ganzen Abend versauen lassen. Aber das ist nicht passiert. Als wenn seine Verwandten aus Mexiko sind endlich eingetrudelt. Zur Linken. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Schritt vorwärts gemacht. Und das hat sich zuerst verdammt gut angefühlt. Wir machen das Beste daraus, wir regen uns nicht auf ab Verlust von materiellen Sachen, gell? Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto weniger hat es sich wie etwas Gutes angefühlt. Eher wie ein schwacher Trost für etwas grundsätzlich Schlechtes. Wenn etwas, dann hat es sich eher wie eine Ausnahme angefühlt, die die Regeln noch mehr bestätigt. Nämlich, dass ich meinen negativen Impulsen und Gedanken wie eh und je ausgeliefert bin. Ich war früher der sogenannte Zappli, der mit der Flausel im Grind. Vieles, was bei mir aus einem Impuls entstanden ist, schlecht gewesen. Und darum habe ich den impulsiven Teil in mir vor langer Zeit abgekapselt, in Watte gepackt und eingesperrt und niemand dran lassen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich irgendwann angefangen habe, Videos zu machen. Und wenn ich Videos gemacht habe, dann war die Impulsivität kein Fluch, sondern ein Segen. Aber je länger ich die Impulsivität in allen anderen Bereichen von meinem Leben abgekapselt habe, desto schlimmer ist sie geworden. Nächtelang bin ich wach gelegen und habe rumgekrübelt. Ich hatte oftmals depressive Schübe, die zwar einmal so schnell gekommen sind, wie es gegangen sind, aber jedes einzelne Mal haben sie mich wieder aufs Neue von innen zerfressen. Ich bin so oft wegen der kleinsten Sachen oder grundlos unglücklich und hässig geworden. Das ist nicht Schweizer Fahne! Mittlerweile bin ich nämlich auch verdammt gut drin geworden, die Aussenwelt von meinem Kopf abzuschirmen. Wenn ich wieder eine Impulsepisode hatte, habe ich mich distanziert und bin nachdenklich geworden. Aber ich habe wenigstens nicht mehr Menschen gross damit schockiert oder verletzt. Im schlimmsten Fall habe ich sie höchstens befremdet.
Und ja, ich glaube, das, was ich erlebt habe und immer noch erlebe, jeder von euch auch schon erlebt hat. Jeder hat Selbstzweifel, jeder hinterfragt sich, jeder hat das Gefühl, er sei anders als die anderen. Zu allem ja. Aber warum habe denn ich das Gefühl, der Clusterfuck in meinem Kopf diktiert mein ganzes Leben? Vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, garantiert tagtäglich und ziemlich sicher mehrmals am Tag hinterfrage ich die grundsätzlichsten Sachen über mein Leben. Von Banalitäten, wie was man zum Morgen isst, wie man seinen Tag gestaltet oder welche Termine durch den Tag wichtig sind, aber auch bei grösseren Sachen wie Freundschaften und Familie. Nichts, aber auch wirklich nichts bleibt verschont. Nicht die eigene Leidenschaft, ja nicht einmal die eigene Wut auf einem selber. Das geht so, seit ich denken kann. Ist das wirklich das, was man als normal bezeichnen würde? Es ist wie so ein rotes Stahlseil durch mein Leben, wo ich jahrelang immer wieder drüber stolpere, ohne es zu sehen. Bis jetzt. Kurz vor dem Lockdown bin ich zu einer Psychiaterin gegangen und habe ihr noch viel mehr erzählt, als ich jetzt erzählt habe. Und das ist der Bericht. Zusammenfassende Beurteilung. Aus den anamnestischen Angaben der klinischen Untersuchung ist deutlich auf das Vorliegen einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung im Kindes- und Erwachsenenalter zu schließen. Die 2 Seiten Papier haben eigentlich für mich alles geändert. Aber über meine persönliche Geschichte können wir gerne ein anderes Mal weiterreden. Ich würde jetzt gerne etwas über Solidarität sagen. Wer heute von Solidarität redet, der meint oft anderen helfen. Und das ist in Zeiten wie jetzt wichtiger denn je, überhaupt keine Frage. Aber mir geht es heute um eine andere Solidarität. Nämlich die gegenüber sich selber. Ich weiss, meine Geschichte ist jetzt nicht besonders krass. Und das hat größtenteils damit zu tun, dass ich die Menschen in meinem Leben habe, die ich in meinem Leben habe. Und dass die Situationen, die hätten eskalieren können, nicht eskaliert sind. Und ich weiss, dass bei vielen von euch das Gedankenkarussell noch einiges schlimmer ist als bei mir. Ich weiss aber auch, dass es bei mir trotzdem 25 Jahre gebraucht hat, um mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Dass ich das vielleicht nicht allein schaffe. Wenn du jetzt einer von diesen Menschen bist, die das jetzt hören müssen, du bist es wert, dir selber auf Augenhöhe zu begegnen. Du bist es wert, dir helfen zu lassen. Auch wenn das Eingeständnis, dass man Hilfe braucht, nur Scham bedeutet. Und das bedeutet, dass man sich verletzlich gibt gegenüber einer Gesellschaft, die nicht viel Verständnis oder Sympathie gegenüber Themen wie psychische Krankheiten hat. Auch wenn du dich schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten selber befremdest, dich hassest, nicht rauskommst ab dir selber. Es ist nie zu spät für Hilfe. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft anders über psychische Krankheiten reden. Weil es gibt so viele Vorurteile. Ein ADS-Betroffener ist einfach ein Zappli und kann sich einfach nicht gut konzentrieren und ist ein bisschen geil auf Aufmerksamkeit. Ein Autist ist nur ein Superhirn mit schlechten Sozialkompetenzen. Jemand mit Zwangsstörungen hat einfach einen Ordnungs- und Putzfimmel. Und jemand mit einer sozialen Angststörung hat einfach nicht so gerne Smalltalk. Aber es ist so viel mehr als das. Gemäss Pro Mentesana leidet jeder zweite Schweizer an einem Punkt in seinem Leben an irgendeiner psychischen Krankheit. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, wie wir über psychische Krankheiten reden. Und ganz ehrlich, wenn die ganze Diskussion etwas bitter nötig hat, dann ist es Veränderung.